Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Köln. Ja, hallo Leute, wir sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals und der FC trifft auf die Mannschaft von Schalke 04. Und eigentlich wollten wir diese PK nach dem Heidenheim-Spiel im Stadion aufnehmen, weil wir ja wieder wenig Zeit haben, englische Woche. Aber ganz ehrlich, wir waren so dermaßen schlechter Laune, dass wir gesagt haben, geht nicht, müssen wir nochmal auf morgen verschieben. Ja, wir hatten pochende Mandeln, das passt natürlich auch zum Gegner. Was wir über die denken, das kann man nachschlagen bei unseren alten PKs. Aber wenn wir schon zurückgucken, dann gibt es, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein paar ganz gute Erinnerungen an Schalke 04. Denken wir an 2006, ne? Nur bevor wir das jetzt erzählen, machen wir es doch wie immer, ne? Wir haben uns ein bisschen umgehört bei den Auswärtigen. Ein ganz lieber Gruß aus der Schweiz an 2 Kölsch. Natürlich ist mir das Pokalspiel von 2006 gegen Schalke noch in bester Erinnerung. Wir gewannen ja damals sensationell 4:2 nach Verlängerung. Die Stimmung im ausverkauften Stadion war großartig. Ja, was heißt das jetzt? Glück auf. Ich glaube, liebe Freunde vom FC und liebe Freunde von 2 Kölsch, es ist exakt, glaube ich, 12 Jahre her. Da haben wir Schlacke weggeputzt. Damals war es noch legendär, da spielte Scherz noch mit, da gab es ein Eigentor von den Schlackern und so. Ich war im Stadion, sensationell, was da abgegangen ist. Ja, zum Schluss, fast zum Schluss stand es hier, 90 Minute 2:2. Der Özil war noch mit bei Schlacke dabei. Und dann kam dieser Ski rein. Wir haben nachher 4:2 gewonnen, haben Schlacke weggeputzt. Und das bleibt mir drin. Das war sensationell, weil der Ski hat das 4:2 gemacht. Ich hätte es nie geglaubt, aber er hat es gemacht. Jetzt kommt es ja am kommenden Mittwoch erneut zu diesem Pokalschlager. Und ich drücke natürlich aus der Schweiz dem FC ganz groß den Daumen. Ich kann nur sagen, auf geht's, Hopp Köln. Herzlich aus der Schweiz, Hans-Peter Lattu. Ist das nicht Weltklasse? Und natürlich haben wir hier keine Schalker zu Wort kommen lassen in unserer PK. Wir wollen doch schließlich die geilen Geschichten hören von echten kölschen Fans. Und jeder Kölner hat zu Schalke 04 seine ganz eigenen Erinnerungen. Schalke 04, meine Herren. Am Mittwoch ist es wieder soweit. Schalke. Ich war 14 Jahre alt. Glückaufkampfbahn auf Schalke. Handgenähte Fahne meiner Mutter, rot-weiß. Da kamen 2 Jugendliche auf mich zu, hauten mir die Faust in die Nase, rissen mir meine Fahne weg. Ich lag auf dem Boden, hab geblutet. Bin zur Polizei, interessierte die einen Scheißdreck. Schalke ist nicht unbedingt mein Lieblingsverein. Ja, liebe 2 Kölsch, ihr habt mich gefragt, was mir alles einfällt zu Schalke 04, unserem Spiel am Mittwoch im DFB-Pokal. Mit Schalke verbinde ich natürlich das Thema Tradition, vielleicht aus wilder Südensicht. Das war auch eine ganz besondere Situation. Wir haben gegen Schalke 04 das erste Mal es geschafft, von Stuttgart nicht nur einen Bus zu realisieren, sondern 2 Busse. Das ist natürlich irgendwie überragend, wenn man Fanarbeit leistet. Immer wenn ich im Stadion war und Schalke zu Besuch war, waren das eigentlich 3 sichere Punkte. Da gibt es natürlich die berühmte Ausnahme. In der Double-Saison 78 gegen einen Gegner haben wir 2-mal verloren. Und das war eben Schalke. Aber es hat ja immerhin doch noch zur Meisterschaft gereicht. Und vor allen Dingen haben wir dann in ihrem Stadion 1978 in Gelsenkirchen dann den Pokal geholt. Schalke war aber leider nicht anwesend. Ja, Schalke 04. Irgendwie, ich habe da immer sehr, sehr verrückte Spiele im Kopf. Ob es das 4:2 in der Verlängerung im DFB-Pokal 2006 war oder auch letztes Jahr, wo du 2-0 zurückliegst, kämpfst dich auf 2:1 dran. Dann kommt Marcel Risse wieder mit einem Freischuss aus 87 Metern und holzt das Ding da rein. Im Übrigen gibt es ein sehr schönes Ergebnis, nämlich das höchste unserer Vereinsgeschichte, auch gegen Schalke 04, ein 8:0. Ich glaube, das war 69. Verrückt. Eigentlich immer nur ganz wahnsinnige Spiele irgendwie gegen Schalke. Mir persönlich bleiben da immer die positiven Erinnerungen hängen. Ich hoffe, das wird Mittwoch auch wieder der Fall. Die Jungs brauchen mal dringend wieder einen Sieg. Es gibt viele, viele Geschichten mit Schalke 04. Das ist garantiert nicht mein Lieblingsverein. Aber Pokal hat seine eigenen Gesetze. Schauen wir mal. Viel Spaß dabei. Ja, das war der berühmte bunte Blumenstrauß. Ja. Ne? Es waren auch gehörig ein paar Disteln dabei, würde ich sagen. Ne? Allerdings. Das, was der Michael Trippel da erzählt hat, zum Beispiel, ne? Das hat, glaube ich, der ein oder andere FC-Fan auf Schalke genau so oder so ähnlich auch erlebt. Ne? Und da muss man ehrlicherweise sagen, dürfen sich die Schalker auch nicht beschweren, wenn keine Sau die leiden kann. Nee, natürlich. Und es gibt vor allen Dingen auch noch eine Sache, die wird
kein Kölner den Schalkern jemals vergeben können. Wir waren damals auch im Stadion 1998. Ich kriege heute noch so einen Hals, wenn ich an diese Scheißaktion denke. Und deswegen sollte uns das zum Einstieg jemand erstmal erläutern, der vielleicht nicht ganz so schnell an die Decke geht wie wir beide. Am Wochenende arbeite ich meistens hier mit dieser Technik vor Stadien. Wenn ich über 20 Jahre zurückdenke, vor dieser Pokalwoche, schwierige Situation damals. Lorenz Günther Köstner hatte den FC fast stabilisiert. Dann gab es Rückschläge, punktgleich mit Karlsruhe. Und dann gab es dieses Spiel im Parkstadion. 98. Und ich würde mal sagen, knapp 60.000 Menschen haben es gesehen. Nur der Mann in Grün nicht und die beiden Linienrichter. Ein glasklares Handspiel von Oliver Held. Oliver Held hat natürlich eine unrühmliche Rolle gespielt und was ich natürlich bemerkenswert fand, war die Aktion von Toni Polster, der dann einen Fluch auf Oliver Held legte. Dieser Fluch hat sich aber scheinbar auf Schalke niedergesetzt und dementsprechend holen die keine Meisterschaften mehr. Siehst du mal, lieber Oliver Held und liebes Schalke 04, hättet ihr damals sauberer agiert, dann wäre es vielleicht was geworden mit eurer richtigen Meisterschaft. Es ist ja ein viel diskutiertes Thema immer in FC-Kreisen in der Bundesliga gewesen, der Videobeweis. Aber ich wage mal zu behaupten, wenn es ihn damals gegeben hätte, ja, wäre der FC auf jeden Fall nicht 6-mal abgestiegen und wäre vielleicht heute sogar noch Gründungsmitglied und nie ins Unterhaus gegangen. Also Oliver Held, der ist ja glücklicherweise Geschichte. Ne? Der kommt nicht wieder, aber das ein oder andere Ergebnis, das könnte wiederkommen. Und das ist offen gestanden auch genau das, was wir uns wünschen. Das steht auf den Shirts. Ne? Norrens 2006. Oder auch 1969. Ja. Das 8:0. Und das wäre natürlich das perfekte Ergebnis. Absolut. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir abgehen wie die Bayern-Spieler nach dem Freistoß 2001 gegen den 4-Minuten-Meister. Spürbar Anderson. Ja, genau. Und ob wir die dämlichen Visagen der Schalker noch mal hinkriegen, schaffen wir das? Das sind so Ausnahmespiele und das könnte vielleicht tatsächlich anknüpfen an das, was wir vor 12 Jahren erlebt haben. Flutlichte Atmosphäre, Pokal, Müngersdorfer Stadion wird wieder brennen. Drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen. Die Statistik spricht für uns. Und wenn wir mal die Tabelle durchgehend in der ersten und zweiten Liga angucken, dann sind die ja nur noch ein paar Plätze vor uns. Also, ne, Schlacke weg und 1. FC Köln. Wir packen das. Ich gehe fest davon aus, der FC haut die Schalker weg. Ich drücke den Jungs die Daumen. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. In diesem Sinne, liebe zwei Kölsch-Jungs, ich wünsche euch nur das Beste, wie immer. Macht's gut, euer Motoris. Tschüss. Und dann gab es ja am Ende noch einen legendären Fluch, ausgesprochen von einer echten FC-Legende. Hallo liebe FC-Fans, ich wünsche euch für das Cup-Spiel gegen Schalke alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg. Die Chancen stehen gut, weil Oliver Held diesmal nicht im Tor steht bei Schalke. Von daher, auf geht's. Weiterkommen eine Runde. Toi, toi, toi. Ich halte aus Wien die Daumen. Tschüss, euer Toni Polster. Mega. Ich würde sagen, darauf, ja, jetzt ganz besonders optimistische, fast schon legendäre 2 Kölsch. Auf die nächste Runde im Pokal. Größerchen, Leute. Das ist ein Held. Ne? Legendär Toni Polster. Mega. Absolut großartig. Ich glaube ja, dass dieses Spiel ein echter Dosenöffner sein kann. Ne? Wir hatten jetzt wirklich ein paar Spiele, wo auch wirklich Kritik aufgekommen ist, wo es hieß, das System funktioniert vielleicht nicht. Dazu wollen wir uns an der Stelle gar nicht äußern. Aber wenn wir jetzt ein geiles Spiel abliefern, dann kann uns das so einen Rückenwind verschaffen. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und da kommt ja auch keine Übermannschaft Nein. mit Schalke 04. Wir haben eben in Leipzig 0-0 gespielt, wieder kein Tor geschossen. Seit 5 Stunden mittlerweile haben die kein Tor geschossen. Das kann auch gerne so bleiben. Ruhig noch 120 weitere Minuten, dann sind es nämlich 7 Stunden schon. Ja. Und dann kommen wir weiter. Sehr, sehr schön. Ja, können auch 120 Stunden werden von mir aus sehr gerne. Ne? Haben wir nichts dagegen. Bis Mittwoch, Leute.